Bosnien-Herzegowina. 1001 Nacht an der Adria, wie die Deutsche Wochenschau gerne vorgaukelt. Nahezu die Hälfte der Menschen in Bosnien sind Muslime. Das Land gehört zum faschistischen Kroatien. Es kämpft treu an der Seite der Deutschen. Auch die meisten Muslime, die Bosniaken, sind deutschfreundlich. Längst weiß man auf dem Balkan, dass die Nazis dem Islam freundlich gesonnen sind. Ein ideales Feld für den Mufti, die Berliner Freunde von seinen Diensten zu überzeugen. Denn nur scheinbar ist Bosnien ruhig und friedlich. Seit der Besetzung Jugoslawiens kämpft die Wehrmacht erbittert gegen die Partisanen Titos. Vor allem Bosnien droht außer Kontrolle zu geraten. Neue Kräfte werden dringend gebraucht. Nach einem orientalischen Krummsäbel wird die neue Einheit Handschar genannt. Von Beginn an ist Husseini in die Aufstellung der muslimischen SS-Division eingebunden. Für die Nazis werden aus Muselmanen jetzt Muselgermanen. Kurzerhand bestimmt Himmler die Muslime auf dem Balkan zu den rassisch wertvollen Völkern Europas. Gehorsam bis in den Tod schwören die Muslime dem deutschen Oberbefehlshaber Adolf Hitler. Am Ende sind über 20.000 in der Einheit, unter ihnen auch Deutsche. Der Großmufti persönlich wirbt in Bosnien für die Kollaborationstruppe. Führungshauptamt sah natürlich in ihm einen, der die muslimische Welt begeistern konnte, für Deutschland oder für Europa zu kämpfen. In Absprache mit Himmler ist Husseini für die weltanschaulich-geistige Erziehung der Handschar-Soldaten zuständig. Der Großmufti soll die Brücke zwischen der germanischen und der arabischen Welt schlagen. Himmler gesteht ihm sogar Imame und Mullahs für diese spezielle Truppenbetreuung zu. Die muslimischen Geistlichen wählt der Mufti selbst aus und erzieht sie in einer Imam- und Mullah-Schule. Das Novum in der Waffen-SS gab es ja, bei der Wehrmacht gab es zum Beispiel Feldgeistliche, katholische, evangelische. Bei der Waffen-SS gab es das nicht, nur eben bei der Handschar. Und diese Imame hatten praktisch ja die religiöse Betreuung. Liebe Kameraden, die Freundschaft zwischen Muslimen und Deutschen ist viel stärker geworden, weil der Nationalsozialismus in vieler Hinsicht der islamischen Weltanschauung parallel läuft. Die Berührungspunkte sind der Monotheismus und die Einheit der Führung, der Islam als ordnende Macht, der Kampf, die Gemeinschaft, die Familie und der Nachwuchs, das Verhältnis zu den Juden, die Verherrlichung der Arbeit und des Schaffens. SS-Reichsführer Himmler schaut mehr auf die inneren Werte. Ich muss sagen, ich habe gegen den Islam gar nichts. Denn er erzieht mir in dieser Division seine Menschen und verspricht ihnen den Himmel, wenn sie gekämpft haben und im Kampf gefallen sind. Eine für Soldaten praktische und sympathische Religion. Himmler ist gewillt, auch auf die religiösen Eigenheiten seiner neuen Soldaten Rücksicht zu nehmen. Beim Mufti lässt er anfragen, was der Islam für die Ernährung des Soldaten vorschreibt. Sogar einen Kochlehrgang für eine Verköstigung ohne Alkohol und Schweinefleisch richtet die SS ein. Den Deutschen in der Division verbietet der Reichsführer, über die muslimischen Freiwilligen zu witzeln. Persönlich kümmert er sich um die Kopfbedeckung für die muslimischen Rekruten. Und wir trugen natürlich den Fez. Auch wir Deutschen. Und das war vorgeschrieben, den Fez feldgrau mit Totenkopf und Hoheitsadler vorne drauf. Mit der Quaste. Ne? Das war unsere Uniform.
wenn wir jetzt in Urlaub kamen und man ist meinetwegen, weil ja doch 20.000 waren nicht viel, war wenig bekannt, man ist irgendwo, ich meine, mir ist es nicht passiert, da sind die oft von Feldstreifen oder von Feldjägern oder Feldgendarmerie angehalten, sie sollten den Zirkus da unterlassen mit ihrem Fez. Aber das war im Sollbuch auch eingetragen, dass wir den Fez zu tragen hatten. Im März 1944 kommt die Totenkopfdivision in Bosnien gegen die Partisanen Titos zum Einsatz. Es ist ein brutaler Vorstoß. Aber die Partisanen sind dann immer wieder eingesickert. Also das hat nicht viel gebracht. Das war ein ganz unseliger Krieg, schwierig und schmutzig. Ganz schmutzig. Unermüdlich ist der Mufti für den Führer unterwegs. Mal rüstet er in Budapest unmittelbar hinter der Front seine Politimame moralisch auf, weil die Handschar-Soldaten jetzt an der hart umkämpften Ostfront eingesetzt werden. Oder er schult bis zuletzt in seinem Institut neue Imame, zeigt ihnen, wie sie die Soldaten im tödlichen Ringen führen müssen. Noch in der Schlacht um Berlin kämpfen Bosniaken gegen die vorrückenden Russen für den Endsieg. Da ist der Großmufti schon längst verschwunden. Nicht ohne zuvor sein Vermögen in Sicherheit gebracht zu haben. Er hat eine Schwäche für Gold und Dollars, die er rechtzeitig in der Schweiz angelegt hat.